Das Hochsommerklima hat die Getreideernte in der Schweiz früher ausgelöst als sonst. Auch auf der Swiss Future Farm wird gedroschen. Der Marc Wiemann, eigentlich sonst für den Futterbau zuständig, ist auf dem neuen Fendtmähdröscher im Element. Wir haben die angefangen und jetzt ist Dunstig und alle Weizen ist rein, der Raps ist rein. Besseres geht nicht. Dass unsere Swiss Future Farmer für das Digital Farming am Dröscher eine Veränderung vorgenommen haben, verwundert mich eigentlich nicht. Doch dazu später. In Däniken laufen zurzeit Vorbereitungsarbeiten. Renovationen im Bürotrakt lassen erahnen, dass da etwas im Tun ist. Ich treffe bei meinem Besuch auch das ganze Management von der SFF an. Es wird eifrig diskutiert und das nicht nur hinter verschlossenen Türen. Es stehen Termine mit Zeltbauern oder dem Verkehrsdienst an. Auch außerhalb der Farmgebäude werden Pläne geschmiedet. Zum Beispiel auf dem Maisfeld hier. Wir stehen hier am Future Field. Darum haben wir hier Future Technologie eingesetzt, unseren Precision Planter, wo der Nils ja das Feld damit gesagt hat, jetzt Premiere in Europa. Dann werden wir hier Grube ausheben, dass man dann auch schauen kann, wirklich im Bodenprofil, was hat die Maschine, die den Schadruck automatisch anpasst, was hat das für einen Einfluss auf das Wurzelwachstum vom Mais. Und dann wird hier gehäckselt, also dann wird man den Katana im Einsatz sehen, wie der hier durch das Feld durchgeht. Das Plakat bei Einfahrt verraten mir, was hier abgeht. Die Eröffnung der Swiss Future Farm steht an. Es soll ein Volksfest für Gross und Klein werden. An 10 Praxisstationen will man zeigen, wo die landwirtschaftliche Digitaltechnik heute schon genutzt werden kann. Und daneben sind über 100 Landmaschinen präsent. Einige auch im Einsatz. Da sind wir auf der Parzelle hergebündelt. Da hinten steht momentan noch Raps. Der ist dann weg bis im September. Und nachher gibt es hier Demonstration von so verschiedenen Präzisionstechnologien. Doch jetzt geht es wieder in den Alltag. Der Marco Landis hat alle Hände voll zu tun. Vorne haben gesagt. Der ist schon fast ein bisschen chaotisch. Wir sind immer relativ knapp dran mit den Maschinen und die Arbeiten sind eigentlich schon angestanden. Wir haben eigentlich bis jetzt das meiste wirklich nachgebracht. Wenn es am Anfang teilweise nicht so gut aussieht, haben wir uns wirklich die Ertragserfassung da zum Laufen gebracht. Er hat es gesagt. Die Onboard-Ertragserfassung haben die 3 Future Farmer selber installiert. Sie besteht aus einem Display und einer Sensoreinheit im Tank. Ja, und die wollte ich dann schon noch selber gesehen haben. Et voilà. Die Visualisierung der Ertragsdaten zeigt mir dann der Florian im Büro. Die wird zwar noch nicht direkt vom Dröscher übermittelt. Doch für das die 3 Männer das zum ersten Mal gemacht haben, ist das Resultat beeindruckend. Für den Häcksler hier lösen. Ja. Eine der Lieblingsarbeiten von Marco ist aber das Einführen von neuen Maschinen. Und an denen fehlt es auf der Farm schon nicht. Kannst du mal die Zündung einschalten? Hier erklärt Marc Wiemann die Bedienung vom Fendtmähdröscher 5275 mit Hangausgleich. Das ist für den Hangausgleich. Auf etwas schaut er hier besonders. Also, dass sich das Fahrzeug bewegen könnte, dass das nicht gefährlich wird. Ja, und die Früchte von diesen Bemühungen kann man draussen auf den Feldern besichtigen. Alles läuft planmäßig. Vielleicht ein bisschen langsamer als draussen bei den Bauern. Doch das Echo von seinen Schülern ist durchaus positiv. Ja, der Marco, für mich ist ein cooler Typ, ist immer ehrlich. Wenn du etwas haben musst, das ist schön. Das ist schön zum Arbeiten mit den Leuten, die er hat auch eine Ahnung, was ist Landwirtschaft oder so.